Schöne guten Abend gewünscht von Showdown 2016. Swiss Round ist fertig. Wir sind endlich am zweiten Teil angekommen, wo wir das ganze Bracket-System aufhängen. An Bäumer aus den Ben und den JT. Guten Abend. Ja, guten Abend. Voilà, wir gehen heute ein Quiz rum und dann wie das gesagt. Oh, ich meine, Ben, du hast Licht Aussetzer. Lecker nicht schlau. Okay, das ist ein guten Timing. Du warst drum gut. Voilà. Also dann ein Kehr probieren wir es. Wir gehen eben die 6 Runden also angucken. Von der Swiss Run sehen wir auch dann das Final Seeding. Dann nur dann die erste Runde vom Bracket. Und zu guter Letzt dann eben noch ein Kehr der Preispool, die konkrete Verteilung. Ja, dann gebe ich so und dann fangen wir an mit der Swiss Round, wie low ausgegangen ist die letzten Matches an, wie die Tabelle ausgesehen hat, nur den letzten Match halt. Ja, ich meine, geht viel zu so. Der nächste Match geht gut gegen Bananas. Das war, ich meine, relativ klar, dass Bananas da eventuell eine kürzeren Zeit geht gut. Heute noch hier beim Spielerwechsel natürlich eine formidable Form gehabt, das auch gesehen wird. Ich meine, was du dir zu sagen? Da selber, wie du siehst, den Spielerwechsel lässt der richtige Moment kommen, so ja eine Möglichkeit, den Spieler noch zu wechseln. Wenn sich auch abgeschafft, natürlich, der Bananas hätte ich persönlich noch vielleicht ein bisschen mehr damit gesehen vom Bracket. Aber so kann ich immer überraschen lassen. Aber den bei uns zu so hört. Bananas hat am Anfang kennt du eine Statistik von 4:2 und mehr. Sie haben die Woche, der Match, den wo das Woche noch geholt hat, oder ich letzte Woche, den hast du rund 5 gegen Exaco, den haben sie auch leider die Kürzere zu 2-1. Und da geht es den 2-0 und das ist aber eine Statistik von 2:4 statt 4:2. Ja, effektiv. Menge viel mehr geht es dazu, so gehen wir über bei der nächsten Match. Exact Corporation gegen Rocket Lions. Also auch nicht viel zu sagen, denke ich. Ja, Leute, die mit Rocket Lions, dass die aufgedankt haben. Natürlich Exact Corporation mit ihrer 4-2-Bilanz dadurch weit noch 4 kommen. Ich denke, ein bisschen überraschend dazu, wenn die dort Platz doch gemacht haben. Ja, dass sie das kommen, weil sie ganz gut auch ein gewonnen hatten. Ja, muss ich sagen, das ist wahrscheinlich die Überraschung vom Turnier, bist du. Ja, effektiv. Das kann ich definitiv als Überraschung bewerten. Aber tant mieux. Das ist gut, dass ihr einmal Surprisen hört. Und mal gucken, wie sie sich am Bracket schlagen. Dann kommen wir zu Team Letzeburg gegen Judas Gaming, wo Team Letzeburg auch die Kerze gezogen hat gegen Judas Gaming. Effektiv, da war die Moral bis zum Ende, weil sie hatten schnell gehofft, bis zum abzuspielen. Aber es waren aber auch knapp Matcher mit 0-1, 0-2. Lagen nicht rum, oder? Nee. Ich hatte als Teamcat nicht sterft dazu. Wir brauchen so nicht best gehen, muss ich wirklich schon mal wiederholen. Judas Gaming schon immer oft dabei gewesen bei Turnieren am CWC-Format. Und Team Lützburg hat sich da neu abgebaut. Von daher Erfahrung gesammelt. Guck, wie sie schon 4 schlagen. Ja, ich muss auch so ein Judas Gaming. Auch ein bisschen überrascht, eine 3:3 Statistik. Wirklich gut gespielt. Ja, freuen mich für sie am Anfang. Dem kann ich auch nicht zustimmen. Dann gehen wir rüber bei Blue Bishops gegen Kapakipo. Ich meine, das war bis bei gewissen Punkten ein ziemlich enges Match. Und leider hat Kapakipo im Endeffekt aber die Kürzere gezogen. Ja. Ja, du war am Anfang wahrscheinlich der Match, wo ich mir wirklich nie sicher gewesen wie wen du gegen gewonnen, wen du gegen verlieren. Ja, da hast du keinen Wattendruck geschlossen. Nee, sicher nicht. Und noch du muss ich so ein Blue Bishops ein 3:3 Statistik, was Mittelfeld bedeutet.
an ke schlechte Seeding. Ja. Dann Batterie de Pat hat den Free Win. Diese da net Groten. Ja, das, so, das ist die zweite Equipe, die abgehalten aufgedacht hat. Ja. Das Motivation war halt auch nicht so do. Ich denke, das klar, wenn zwei Kippen und mit dabei sind, da gehen wir nicht nach der Münzkei für einen 2-0 abzuschreiben. Kriegen sie alle 0-0 abgeschrieben und das erledigt. Genau das. Und dann noch Enraged gegen Leaking Brains. Ich meine, Enraged als natürlich als Favorit an den Match gegangen. Die Leaking Brains haben sich noch teilweise ziemlich gut geschlagen. Es war noch kein 15-0. Ja, muss ich aber ganz ehrlich zugeben. Sie haben sich nicht so schlecht geschlagen gegen Enraged. Und ich meine, noch Enraged hat nicht volle Potenzial gespielt gehabt. Effektiv, der Match, den man überdrohen hat, dann waren viel Fehler dabei von Leaking Brains, wären die nicht so gewischt, hätte wahrscheinlich können auch nicht ausgehen. Aber am Ende hat keine Position für sie kostet gehabt, das weiß nicht, in welche Richtung sondern dem Match durchgegangen sind, mit welcher Motivation auch. Ich meine, Jeff, bei dir war der hat doch nicht mit gewonnen und verlieren quasi, als Platz war auch gesichert. Ja, die war plus oder gesichert am Anfang. Man müssen aufpassen auf Overtime. Die gingen spielen. Ja. Von daher. Das war ein bisschen, also, Menge mit Leaking Brains nicht wirklich so gespielt, wie sie hätte könnten. Also, wie du so spannend, so extrem viele Fehler gemacht. Wo sie am Endeffekt doch gesucht gehabt, zwei. War ein bisschen schön, dass der Match dann einfach so einseitig war. Gut, dann bei der nächsten Match, das war Overtime gegen Delete. Das war, ich meine, das war von der Runde 6 den interessanteste Match. Effektiv, der Golf für Mendes noch gespielt, konnte man leider nicht livestreamen mehr. Ich weiß nicht, wie dir gegangen ist. Mit Elite, mit einer Victor war ich auch ein bisschen überrascht, weil Overtime finde ich schon ein bisschen. Ja, das ist stark, ja. so. Und, auch wenn es wahrscheinlich noch von der Runde war, hat ihn einfach im Cup Overtime wahrscheinlich die besser Einzelspieler. Dass das nur so ausgegangen ist, das hat Menge Schüler reden. Extrem überrascht. Umso besser für die Elite, weil die sind auf der vierten Platz, ne? An Overtime von einer potenziellen dritten Platz auf die 6 Plätze aufgestoßen. Ja, das wäre definitiv den interessanteste Match gewesen. Und dann gehen wir über den letzten Match rüber. Triple Commit gegen Red Lions. Was natürlich da auch Triple Commit als absoluter Favorit an dem Match gegangen. Und ich gehe so wirklich selber Mod gespielt und ich meine, wir hätten eventuell ein bisschen besser spielen. Wir haben auch relativ viele Fehler gemacht, Smalls an der Defense. Aber wir sind schon mit einer gewissen Demotivation an das Spiel gegangen. Und ja, das ist natürlich so ausgegangen, wie Julien sich quasi vorgestellt hat. Okay. Ja, kann ich noch so ein Triple Commit, das ist definitiv momentan den Top-Favorit. Und also bis noch nicht verloren. Dafür auch der nächste Seed. Ja, darauf sind Coin sich nicht erwarten, dass sie nur gegen verlieren. Ja, das ist genau das. Go wieder aber zu, du hast halt ein bisschen stöppeln. Silas. Ein bisschen vielleicht. Die echt Niederlage für Triple Commit, die hat aber gut genug vielleicht für sie. Ja, ja effektiv. Ach, muss ich halt bisschen wat nooit van de West gucken an Megillo an Brackets. Das staat worauf sind Zwischen Gravers wie de Seeding halt ausgegangen ist. Ich meine, hat man Logo in Triple Commit gewonnen, hat man liegt bessere Seeding gehabt, aber ich meine so viel am Point wie für Red Lions hat sich nicht
ganz furchtbar dramatisch viel geändert. So, ich meine viel mehr zu das schon nicht zu sagen. Ja, oder nein, ich nicht Kommentar. Über Tabellen ein Kagoen. denke justerweise wie zum Schluss gesagt weil die mecht ewig Platze lo erwähnt man kann eben der goen wie man lo die nächste Rundfleit gehandelt hun mat den zwei Kippen die rausgeflo sind die man dann noch quasi rof stroh versät für dat die Kippe noch eher für ihn aber kreieren Genau, ja. Gut, dann gebe ich so immer über bei Bracket. Ja. So, hier sind wir Brackets, wie sie fast gelöst ist. Triple Commit halt natürlich schon gegen Free Week. Well, so the Ja, natürlich, dann 3-0, ne? Absolut. Den zweite Match Leaking Brains gegen Red Lions, das halt den Ängelstufen von Tobak gegen den Ewigste von Tobak quasi sozusagen. Du schmengen doch relativ interessante Match. Mais bon, dat das aufzufahren, wenn du der hört gegen der hört gegen Triple Commit AK11F zu spielen. Wie du gesehen hast, hat doch 11F den Namen geändert. Das ist nämlich Triple Commit mehr halt wirklich 11F Gaming. Und das gouf halt beschloss für das an der Bracket geändert gouf Ben. Jo war sech eben Dr geënecht gifir dat mat Swissrun nach mat Triple Commit Gefen aufschlessen an wie dat während der Swissrun entscheet gouf vun ihrem Lieder. Ich mo so meister noch trop genech awer auch den Triple Commit noch beistundslos, weil das gift leit bisssen überrascht gewicht sinn dat just nach 11 Game durchsteet se gife spielen uni fir gespielt zun so Wirsel Nummwirsel just hat net gut gedoen. So Entschädung aus der Spieler kommen an Entschädung du akzeptiert war die Information muss aber hin vor respektiv für sein Spiele gehen wir vielleicht mehr über das Thema einkehren op der Match zu kommen von Leaking Brains Red Lions auch im Match wo net kind so en wen nös 4 hört auch im Match wo net ging Drop wetten definitiv an schaffen der gelivestreamt weil das auch ein Match wo ich unbedingt will gucken effektiv Leaking Brains vielleicht low also wäschen der Match gen dirsch an Red Lions sind immer gespannt ob so net leider feieren Silas enttäuscht mich nicht ja ich probiere definitiv de beste zu machen und probieren Motivation an der Kipage zu haben. Ich denke schon, dass man mit viel Motivation an die Match rangehen. Aber bon, das ist aufzuwarten. Wäre ich halt immer so ein on verra. So, den dritte Match wäre Elite gegen Team Lützeburg. Ich meine, klar, Favorit aus der Elite. Team Lützeburg hat du wahrscheinlich eine extrem schwere Party für sich. Dann, was hältst du davon? Kann ich so unterstreichen sobald Elite an der Luft fängt zu spielen gesagt wahrscheinlich stöster aus geht mal behaupten ja Schwierigkeiten natürlich so probieren vielleicht zu machen hannen ich kann den Turik der von lacher noch den Hukum de Pascal oder de Baker dat gezauer ja, also muss ihn definitiv so also Team bestirft sich am Loser Bracket wahrscheinlich nur noch rumfannen. Ja Elitewetter wahrscheinlich kennt von den anderen Spielen geht gut das Bananas was dann dort so ja geht gut gegen Bananas also war geht gut dat wirklich so weiter möchte Weselo die letzte schmengen 2 Matches seit den Teamwechsel Teammember Wechsel gemacht und schmengen dann der Favorit heute definitiv geht gut Bananas hat ein paar gut Momente heinst du zu viel schlecht Momente
Mais bon, das halt wegen daraus und so weiter. Aber ich meine, geht gut aus für den Match definitiv der Favorit. Effektiv hat ja die letzte Runde schon gerne gespielt, los eben froh, wie eng waren die Matches schlussendlich. Man Bananas da vielleicht alles rum gut. Sie gespannt, mehr wie sie ist, was geht gut beim Spielerwechsel, denken ich aber, dass da in der Favoritenrolle ist darin Sinn. Ja, da muss ich so bei Get Good Twist, die haben 3 Champion-Playerin, also die konstant man nicht spielen mittlerweile. Und bei Banana das ist der Froggy, den das auch Champion 2, mit dem muss du wird wirklich bald dann zu Team carryen. Und mal gucken, wie sie sich da organisiert kriegen. Gut, so gehen sie gespielt, vielleicht haben sie daraus gelernt. Werde gesehen. Ja, dann Enraged, die kriegen halt auch quasi den Free Win, weil der Part halt abgehalten wird. Da gibt doch nicht viel weiteres dazu zu sagen. Judas Gaming gegen Blue Bichos. Das gibt, ich meine, noch ein relativ interessantes Match, ne? Ja, das muss eben so, in den Tron 2 auch gerne gespielt gehabt. Da hat Judas Gaming 2 gewonnen. Und ich meine, das Resultat sieht genau raus. Für Best of 5 kann es interessanter gehen. Ja, also da muss ich alles wieder zustimmen. All drinnen Match, wo ich nicht drauf kann wetten, muss auch unbedingt Livestream gehen. Da kann bis Spiel 5 gehen, all the way. Und ja. Ja, der nächste Match wäre Exact Corporation gegen Rocket Lions, wo auch bei Exact Corporation den Win davon hat, einfach weil Rocket Lions halt auch ausgetreten ist aus dem Turnier. Und dafür Exact die nächste Runde direkt weiter ist. Dann der letzte Match, 4 Bracket, wäre Overtime gegen Kapakipo. Mein Overtime ist auch ganz klar den Favorit. Overtime hat Kenten gegen Elite gewonnen. Sie hatte vielleicht in ein bisschen mehr schlecht Form. Ich meine, hier am Gagen zu Kunselo vielleicht nicht gerade so schwer spielt mein 64. Aber auch wenn sie das gewonnen gegen Exact Corporation, gibt es dann relativ interessante Match. Ja, das ist so, es wird wahrscheinlich Kapakipo da kennt nicht viel Probleme hin. So was das Sinn abgebaut, dass eben Follow, wenn sie gegen die Elite gewonnen hätten, geht gut, hätten sie da mehr einfach gehabt oder gegen die Bananas. Das ist schwer zu sagen, auf jeden Fall ist gechallenged. Und ich denke, dass das dann funktioniert. Ja, also ich meine, Overtime wird Blut geleckt und dem es gegen die Elite verloren. Und die werden wahrscheinlich nur alles gehen, ne? Also ein Bracket One, der das immer oft 6-7 Teams, die am Anfang nicht so immens spielen und dann noch wirklich werden sie mehr an Turniere rankommen, immer besser zusammen spielen und ja, die sogar bis an Final können stoßen. Ja, lo ist noch die Frage, wo mehr Mo leid, die ich unbedingt voll frohen. Wem mengt da können dann der Loser Bracket an möchte ihren G2-Style das echte Match verlieren und dann komplett alles gewonnen am Loser Bracket für Hanno aber eventuell an der Final zu stehen. Von der Lo Mist wählen, wie gebe du hören? Du meinst auch wirklich von der ersten Runde und dazu Loser. Ja, genau. Einfach so als Tipp. Also wenn ich persönlich mich tippen, gebe ich so ein ja so interessant doch klingt, gebe ich entweder so in The Leaking Brains oder Threadlines. Ja, wenn ich Match auch gucke, das wird wahrscheinlich den engste 7 und 8 geht nicht noch durchspielt. Ja. Muss eben so Leaking Brains hat vielleicht gegen Enrage nicht so gut ausgesehen. Aber auch Red Lions sind auch on Tour dafür alles zu weisen und ich hoffe einfach da bei Best of 5,
dat wir den all Match da könne gucken und leider muss denke ich kann loserback wie du sees hoffe mal für dich dat net schon so sehr geht Ich hoffe doch nicht. Also bei den so Ekippen, wenn ihn du speziell Kasoen hast, sie können alles wie extrem gut spielen, wann sie wollen. An dem Sinn, dass wann sie keine Fehler machen, dann können sie auch gegen die ganz große Ekippen spielen. Das ist es. Und da sind schon überzeugt, sie können einen Loserbracket dran machen, so wie es jetzt so ist, Sascha. Definitiv. Ich meine, das oft so war das relativ interessant Konstellation. Verschiedene Games an ja ich meine nicht wäre soweit alles was man zu so hätte mengsch für Bracket ban JT ich noch beizufügen wiederholen das lo best of 5 an mir gefe probiere für streamen der Tisch Leute sollten also auch dann am faires Bescheid so ein bisschen echter an ich meine das wichtig nichts weekend dat als doch bisschen ausschränken an dem Problem kennt bringen am Streamen schon direkt nur mat London respektiv Land ja schmengen drehen den Bussi interessiert das Rocket League wer do de weekend auch kein Matcher sitzen beziehungsweise wer echter für Computer sitzen an der RLCS nur fiebren schmenge kennt schon quasi den nächsten weekend exkluden für Matcher zu spielen schmenge von lo zwei Kapitän sich entschieden mehr spielende Match dann so wahrscheinlich get den nicht gestreamt Wüke dass eng Party von den Membern zu London sitzen und dann alles live verfolgen so dann gebe ich so hin dann zu einem letzten Punkt das wäre dann den Price Pool voilà, ich denke am einmal versimpeln wir wollen Leute Bild mal los in Zommel für schwätze ja ich meine nicht ganz viel zur Saison das ganz klar verdeelt der den vielleicht eventuell kein so als wie gehört dass zwei Ekippen halt aus dem Turnier rausgetreten sind die natürlich auch aus dem Price Pool aus der Price Pool Verdelung raus an sommer bleibe just nach 13 Ekippen leider der Free Win den hat Pech obwohl dann all Match was gespielt wird und ganz stark was war auch nie gestreamt der Free Win voilà schmengen dat wäret dummer als definitiv Twitron aufgeschlossen Brackets die gehen nun an wir hoffen dass iedereen nach Spaß wird an weise kann warten kann an eventuell immer ein ganz Party von extrem interessanten Matcher an Lineups an ja wenn JT ich überlassen ist die lässt wieder voilà, ich denke nach froh sind disponibel und ich schreibe einfach gut Partien ja du musst erst alles wird so stimmen sie gespannt wen toll sich dann also für sich entschied ne also das ist schon ein jetzt und die umspiel stehen ich kann nicht erwarten voilà, und du da wünsch mir ein schönes ein flotte Weekend und mehr gesehen als dann salut bis dann salut